Märchen gibt es auf der ganzen Welt. Und je nach Land und nach Sprache und nach Gegend sind sie anders. Das kann jetzt das, was wir vorhin hatten, von den Brüdern, die Brüder Grimm gesammelt haben, das war vielleicht im Schwarzwald, wo die Frau gelebt hat. Das kann sein, wir wissen nicht genau. Und das, was ich jetzt erzähle, das kommt aus Spanien oder aus Italien. Das ist fast ein bisschen gleich. Und zwar ist das so, es geht also immer darum, es geht immer um eine Pfanne oder um einen Topf oder um einen Krug, um ein Gefäß. Und das heisst, der Soldat, der zurückgekommen ist aus dem Krieg. Und der hat einen ganz verlumperten Mantel angehabt und ist gelaufen und er war einfach müde und er hat Heimweh und er hat lange Zeit gehabt und es ist ihm nicht so gut gegangen. Und dann ist er gerade über einen Stein gestolpert und hat den aufgeschaut und angeschaut und das war so ein schöner, glänziger Stein und er hat ein drauf gespritzt und hat ihn ein bisschen poliert und hat gedacht, also den nehme ich auf alle Fälle mit, den kann ich ganz sicher noch einmal brauchen. Dann hat er einen Sack genommen und ist weitergelaufen. Und dann ist er zu einem Dorf gekommen und dort hat er bei einem Haus an die Tür geklopft. «Hallo, ist jemand da? Ich will etwas zu essen, ich habe Hunger.» Hat die Frau zum Fenster ausgeschaut und hat gesagt, «Nein, wir haben selber nicht viel, haus ab!» Und hat zugemacht. Dann dachte er, das ist jetzt eine Freche. Dann ist er weitergelaufen und hat er wieder Töpperle beim nächsten Haus umgerufen. «Hallo, hallo, ist jemand daheim? Ich habe Hunger, da ist ein armer alter Soldat, der heimgekommen ist vom Krieg, hat nichts mehr zu essen, der hat Hunger. Habt ihr mir etwas?» Dann hat wieder die Frau aufgemacht, rausgerufen, «Nein, nein, haus ab, wir haben selber nicht viel.» Wieder zugedrückt und er ist weitergelaufen. Und er hat einen dritten dort geklopft. «Hallo, hallo, ist jemand daheim? Ich habe Hunger, ich hätte wenigstens gerne ein Süppli, könnt ihr es teilen mit mir?» Dann ist wieder das Fenster aufgegangen und der eine hat rausgerufen und gesagt, «Nein, nein, haus ab, bei uns gibt es gar nichts, wir haben selber nicht viel zu essen.» Und dann ist er weitergelaufen und nachher ist er in ein Dorf hineingekommen und dort war ein Dorfplatz mit einer ganz schönen grossen Linde. Und dort ist er drunter gehöckelt und nachher hat er seinen Stein vorgenommen und den Stein gestreichelt und ihn angeschaut und mit ihm geschwätzt. Und nachher sind die Vorhänge hinten, die Frauen haben rausgeschaut und langsam sind sie gekommen und haben gesagt, «Was machst du da? Was machst du da?» Er hat gesagt, «Ja, ich habe einen Suppenstein, ich kann mit diesem Stein eine Suppe kochen.» Sie haben gesagt, «Geht's eigentlich noch?» «Das glaubst du ja selber nicht.» «Doch, doch, ich bin der beste Suppensteinkocher von der ganzen Welt. Ich brauche nur einen Topf dazu.» Und dann haben sie so ein grosses Kupferkessel gebracht und das haben sie hergestellt und dann hat er gesagt, «Jetzt brauche ich halt für eine Suppe zu kochen noch ein bisschen Holz für die Hunger.» Und einer ist heim Holz reichen. Und dann hat er gesagt, jetzt brauche ich noch ein bisschen Wasser. Weil wenn ich jetzt den nur hier rein tue, also ohne Wasser, das Wasser gibt der nicht, den kann man nicht melken. Die brauchen jetzt Wasser. Und dann sind sie Wasser reinschütten und haben es gefüllt. Und dann hat er so probiert und gesagt, es wird langsam warm, Ich brauche noch eine Kuh. Dann ist einer gekommen mit einer Kuh. Nachher hat er gesagt, ich brauche noch ein bisschen Herdöpfel. Dann ist wieder eine Herdöpfel reichen. Ich brauche noch ein bisschen Rüebli. Dann ist eine Rüebli reichen. Und dann hat er gesagt, ich brauche noch ein bisschen Köri und noch ein bisschen Sellerie. Und also die haben das alles gebraucht und sie haben es geschnetzelt und gehackt und alles schön ins Töpfchen. Und das hat angefangen zu duften, wunderbar. Und er hat gesagt, «Oh, der Stein fängt an zu arbeiten. Jetzt gibt es unsere beste Suppe.» Und nachher hat er gesagt, also es fehlt noch ein bisschen Speck. Und dann ist der Bürgermeister auch gekommen und hat gesagt, ja, er hat eigentlich in einem Kübel daheim noch ein bisschen. Und dann ist er Speck reichen, dann haben sie den gewürfelt und dann ist das Gold rein da. Und es ist immer fester und feiner besser geworden. Und er hat er reingelegt und probiert. Ja, ist die Suppe gut. Also das ist die beste Steinsuppe von der ganzen Welt. Jetzt geht heim und reicht alle
Tauerli und nachher können wir das schöpfen und einen Schöpflöffel und dann haben sie das gebracht und dann haben sie in alle Tauer rein, haben sie Suppe da und dann haben sie angefangen zu essen. Ja, und das war göttlich gut, die Steinsuppe. Und dann hat er gesagt, jetzt geht er heim und alle, die ein Instrument haben, kommen wieder und dann machen wir Musik machen und tanzen. Und ja, die sind Handorgeln und Alphörner und Trompeten und Trommeln und alles reichen, wer ein Instrument hatte. Und dann haben die angefangen zu spielen und die anderen haben getanzt und tanzt und tanzt. Und sie haben alle gesungen, wenn da ein Topf mit Bohnen steht und da ein Topf mit Brei, dann lasse ich Topf und Bohnen stehen und tanz mit mir Marei. Marie, Mara, Marikaka, Marie, Mara, Marei. Marie, Mara, Marikaka, Marie, Mara, Marei. Ja, und das ist wie eine Lawine durchgegangen, die haben alle getanzt und gemacht. Und sie waren so glücklich. Und am Morgen hat er gesagt, hört, jetzt, Herr Bürgermeister, jetzt tue ich euch den Suppenstein schenken. Und jedes Jahr an diesem Tag könnt ihr zusammen wieder eine Steinsuppe kochen und an mich denken. Oder ob ihr es glaubt oder nicht, seitdem die in diesem Dorf unter der Linde, in diesem Topf, Suppenstein kochen und leben wunderbar davon. Das ist die Geschichte vom alten Soldat, der mit dem Suppenstein die beste Suppe kochen konnte.